So Freunde, weiter geht's bei Kingdom Hearts Birth by Sleep mit Aqua, und zwar im tiefen Weltraum. Auf der Suche nach Gefahren, nach der Wahrheit, nach Offscreen-Training, weil offenbar Stufe 15 reicht dafür nicht auf. Irgendwie eine Welt mit Kampfstufe 6, auch sehr interessant. Aber ja, was soll's machen, wa? Das sind also relativ schwache Viecher, falls ich mich richtig erinnere. In der Arena so Lynx waren es ja ähnliche Dinge und die haben wir dort relativ locker platt gemacht. So, schön alles mitnehmen, die ganzen Erfahrungspunkte natürlich auch. Wenn schon mal ein Sneak bis zum nächsten Level ab. Ja gut, 63, ja. Das dauert. Die Attackenkombis werden schon nicht so schlecht. So, das läuft im Frostwurf, sehr gut. Einmal alles durch, komm. Nein, ja. Achso, deswegen. Besiege alle Unversierten. Ja, haben wir schon gefragt. Hey, wieso zieht jetzt die Rüstung an? Unversierten, okay. You spin me right round, baby, right round. Ah, die Steuerung. Gotcha, take that, gotcha. Aqua ist einfach zu geil, vor allem ich sehe kaum was, ey. Okay, jetzt sehe ich recht nichts mehr. Ich kann sagen, bin ich überhaupt gut, bin ich schlecht, ich habe keine Ahnung. Oh. Kleine Pause. Ich mir dauert das einfach Ewigkeiten, bis ich mal alle platt gemacht habe. Überhaupt mal treffe.
viel Schaden machen die jetzt bis jetzt noch nicht. Wir treffen auch gar keinen einzigen mehr, super. Wenn es weitergeht, kriege ich bald noch einen epileptischen Anfall. Es wird auch nicht weniger. Ich habe zum Teil das Gefühl, die erholen sich wieder. Boah, 10 Stunden später. Mist, wieder weg. So, 2 sind es noch, wa? Ich habe das Gefühl, dass es schneller geht so. Also macht wesentlich mehr Schaden so, logischerweise. Himmel an, es liegt in der Magic. Alter Schwede. Luftgrätsche halten. Ja, danke schön. Ja, ich kenne den Move, danke. Danke, ich kenne den Move. This must be the Wayfinder that 626 was carrying around. Hä? Aber wieso war er plötzlich jetzt... Hat eigentlich keinen Sinn, dass er plötzlich im Weltraum war. Außer natürlich... Das Einzige, was Sinn machen würde, war ja zum Schluss, also in der Wenn-Route, sag jetzt mal zum Schluss, wo ja, wo sie ja draußen waren. Beziehungsweise ja Stitch eigentlich aus Versehen, wenn ihm irgendwie gefolgt ist und nachher hat der Stitch irgendwie den Hyperantrieb aus Versehen aktiviert. Das würde doch parallel spielen, wenn das stimmen würde, nur mal angenommen. So, ein bisschen Klingenaura spammen, weil er nichts anderes kann. Und wenn er das nächste Level up will. Geschehen, Abwehr gestiegen. Ja gut, Abwehr gestiegen ist natürlich schon cool.
Ja, sieht ein bisschen besser aus. Noch ein bisschen mehr Magic mehr und dann wäre ich ganz zufrieden. Ja, wobei, Magie ist langsam wieder gut. Ja doch, ein bisschen mehr könnte noch. So, kurz healen. Dann ist die Frage, die sich jetzt für mich stellt, gehen wir nochmal raus. Ah, man spielt hier kann ich endlos spielen, wa? Okay, gut. Und hier muss ich ändern, was wieder nachspawnen. War hier noch irgendetwas? Da war doch jetzt gerade irgendwie so. Ja, gut, aber ganz ehrlich. Kann man jetzt irgendwie auch weiter? Ah, müssen wir noch ausrüsten, geht aber momentan eventuell ständig Monster spawnen. Hier kommen wir entlang. Kommando-Decks, Fertigkeit erhalten, dankeschön. Haben wir irgendwas zum Fusionieren? Blitzran Antigrava. Mhm, so doof sehe ich aus, wa? Ja, da geht er endlich. Hä? Nicht mehr bekannt, was es gibt. Nimm Zeitkristall, komm. Da müsst ihr Viga geben, also bitte. Ja, eben. Als andere wäre jetzt auch ein bisschen sehr creepy gewesen. So, regeneriere sehr viele Punkte. Natürlich soweit korrekt. Dann Luftgrätsche. Das ist zum Springen. Luftgrätsche irgendwie so sind. Das ist der Ratschlag. Genauso. Moment. Mal ganz ehrlich, mal speichern wäre auch keine schlechte Idee. Hatten wir schon länger nicht mehr. So, die Frage, die sich jetzt uns stellt, weil die Cutscene wurde ja, also die Cutscene, dort der Kampf draußen wurde abgebrochen, heißt das jetzt für mich, muss irgendwo anders hin. Okay. Meine Monster sind eigentlich immer noch da, aber scheiß drauf, gehen wir jetzt einmal hier hin. Hä? Können wir woanders hin? Okay. Hä, Zellentrakt? Aber kommen wir gar nicht großartig, kommen wir gar nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hä, bin ich jetzt doof? Hin- und Abzweigung verpasst. Wie sieht's denn hier aus? Nee, auch nicht. Hä? Gut, Transportraum, ja. Nehmen wir uns mal an, ich kann den Transport als erst nutzen, wenn ich hier alles gemacht habe.
Feuer an erster Stufe, sehr schön. Wind. Go. Fire. Yeah. Yeah. Gotcha. Yeah. Thunder. Yeah. Take that. Yeah. Yeah. Take that. Drift. Yeah. 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 Mal noch ein Stück Wir-Barriere. Oh. Wind. Yeah. Gotcha. Enough. Yeah. Yeah. So, du bist der letzte Kumpel. Hä? Nee, doch nicht ganz. Thunder. Yeah. Yeah. Take that. Yeah. So, jetzt aber. Ja, bitte. Teleport. So. Und jetzt endlich mal die Karte. Okay. Bisschen creepy zwar, aber von mir aus. Ah, ein Speicherpunkt, sehr schön. Oh, schöne Aussicht. Wobei natürlich hier ein Speicherpoint könnte auch bedeuten, dass es gleich zum Bosskampf kommen wird. Die Frage jetzt hier, die sich mich stellt, ist es gegen den großen Typen, den Commander oder Captain oder was er immer für eine Position hatte, oder aber Look out! You must be Experiment 626. I have orders to take you in. Zara! What? I think you and I need to talk. But first things first. ja. Da hat er gerade ernsthaft jetzt irgendwie, dass Stitch der Gegner wäre. Wäre noch was gewesen, ey. Drift! Wind! Ja, sind die jetzt wieder schwächer als die anderen? Nee, okay. Da kann nur irgendwie so aus. Fire! Yeah! Yeah! Take that! Yeah! Thunder! Yeah! Yeah! Drift! Enough! Das ist natürlich eine geile Kombi. Drift! Gotcha! Blitz auf Stufe 3. Ja. Dann testen wir mal den Move. Was? Nur getroffen. Was ist da hinten? Ernsthaft jetzt? Wind! Fire! Thunder! Yeah!
Guck mal, irgendwie wird es dauern. Wind! Thunder! Take that! Yeah! Yeah! Ta! Yeah! 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 So. Maximale LP gestiegen, das höre ich doch gerne. Thanks. I owe you. What is it you're looking for? Huh? Wait! I just need to ask you! Dr. Jumba and Experiment 626 have been sighted. At that time, the two of them were wandering around the launch deck. Would you see that they're secured? Is Experiment 626 really that dangerous of a creature? We must assume so. Alright then. I'll head over there now. Begeben wir uns dahin? Ja, nein, das ist jetzt einerseits... Ja, der Part ist vorbei, Freunde. Wir müssen der Wahrheit ins Auge fassen. Die Folge ist vorbei, ich kann es nicht ändern. Am besten Willen, es geht nicht anders, ich muss die Folge beenden. Wir können ja ganz kurz gucken, ob wir irgendwas noch machen könnten. Wundern würde es mich schon ein bisschen. Okay, gut, doch, jetzt haben wir Blitzra. Also kann ich die beiden vermutlich kombinieren. Steht so nicht genau, was er damit machen kann, aber es geht. Fertigkeiten, Kraftkristallen, geht es nachher Blitzigard raus. Mit Combo Master of Disaster. So. Feuer selber haben wir auch noch. Wenn ich jetzt Blitzger anlege, Antigrava. Da fehlt noch einer. Jetzt ist natürlich die Frage. Wir werden schon darauf hinarbeiten, dass wir überall die stärkste Magic hätten. Können ich bei dir noch irgendwie feuermäßig zum Beispiel Feuer noch einkaufen? Aber vielleicht sogar ein paar Dinge verkaufen. Wie zum Beispiel den hier, kostet sowieso nur 50. Kriege ich also eh nicht viel dafür. Eisklinge, Feuerschlag, Fesselschlag. Bei einer Stufe 1. Vielleicht würde ich mal was machen, mal gucken. Feuer ist auf Stufe 3. Ja, gut. Bringt mir aber jetzt trotzdem auch nicht so viel. Habe ich noch Eis. Aber ich habe jetzt irgendwie schon einen Eiswurf. Machen wir den auch nicht mehr. Bisschen ausgerüstet. Ob ich das mit den Minen brauche. Relativ teuer war. Also klingt es eigentlich so, als wäre es noch ein cooler Angriff. Vielleicht mal statt Feuer. Weil irgendwie Feuer. Also Feuer irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Der Eora. Stufe 3. Hätte den noch verkauft, kann man vielleicht einen neuen Aeroa kaufen und den auch kombinieren. Wenn eine Option, wir hätten hier noch viele Dinge zu verkaufen. Weil es mir eigentlich noch aufsparen möchte für einen anderen Zeitpunkt. Zum Beispiel so einen letzten Endbosskampf und so. Okay, sobald wir das freigespielt haben, können wir ja auch den jeweiligen Zauber hier kaufen. Das macht soweit auch Sinn. Der kostet 600, okay. Dann mal gucken. Nein, nicht zweimal. So. Viermal meine ich, sondern zweimal nur. Entweder können wir behalten. Wir haben einen Supertränke, aber auch eigentlich den hier auch nicht mehr. So, ein bisschen mehr Kohle. Luftgrätsche. Ja, haben wir schon, dankeschön. Da frage ich mich warum soll ich die nochmal kaufen, wenn ich es eh schon habe. Ich kann es eh nur einmal ausrüsten. Also etwas verpassen, ich kann es mehrmals ausrüsten. Das wäre was anderes. So. Nochmal kurz gucken. Aeora ist schon Stufe 3. Okay, wenn es Stufe 3 ist, kann ich es eh nicht mehr upgraden. Das heißt, wir nehmen jetzt den hier als Ersatz. Genau, kann ich irgendwann, wenn der auch Stufe 3 ist, kann ich ihn auch mal hochleveln. Vigra ist schon auf die Höhe, also höher als Vigra geht gar nicht mehr.
Also jetzt Blitzgar, Feuer, hat er gerade gesagt, von wegen, ne, theoretisch cool, aber vielleicht wäre irgendwie das mit Minen besser. Ich kann es mal versuchen, wa? Dann hätte ich eigentlich schon relativ, warte mal, packen wir den hier unten hin. Antigrava, Blitzgar, Aeora, Minentrape. Ja, Blitzgar ist natürlich schon irgendwie starker Angriff, aber naja, wird schon irgendwie gut gehen. Und dann Kommo-Meister drauf, natürlich auch geil. Stufe 17, ich nehme an, dass wir in der nächsten Folge, wenn es irgendwie um den Endboss hier geht, wer auch immer das sein soll, dann auch schon Stufe 18 haben. Stufe 20 auch nicht mehr so weit weg. Also es geht voran. Es geht voran, Freunde. Zurück bei Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, welche Abenteuer Aqua dann erleben wird. Bye, bye.